Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup, dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen habe ich beim IKCNCI an dem Moi. Hallo, neue Mond, neue Mashup. Es sind die Jan, aber wie immer charmantester Begleitung vom Moi ist Marike dabei. Hallo. Auch vom CNCI, dann Guten Morgen. an nur zwei Ausflüge an die Grenzregion op Völklingen an Hallancy, die da natürlich noch über Spotify oder Apple Podcasts oder sonst in zwei Schlaustrecken könnt, sind wir diesen Monat mal nächstes Matten am Minette. Das käme wir Station an einem Teil vom Deiferdinger Stollwerk. 2011 am Bau vom Deiferdinger Kanton immer vom Rest von der Schmelz getrennt ginas an haut anderen Aktivitäten Platz bietet. Ja, mal bei se Gerst von Haut kommen #MinuteMashup, wann ihr an de soziale Medien fanne wollt oder kontaktieren wollt, an op alle grösse Podcast-Plattformen simmer zu abonnieren, da verpasst doch kein Episode. Zeit aber ihr Stehperson 4 zu stellen, der Haut geht, die Eis bei sich empfangen huet. Wir sitzen haut am Philipp Ernster zusammen. Moin Philipp. Moin Jan. Ich weiß nicht, ob ich dich noch 4 stellen muss. Du kennst so ungefähr zu den 20 berühmtesten Persönlichkeiten am Land gehören, die nie bei RTL geschafft haben oder an der Politik aktiv waren. Okay, das ist so gut, ich noch nie beschrieben, aber ja, wenn du das siehst. Well, ich meine, da kann da hinhauen. Du bist Gründer an ja, Gesicht, der Mann 100 Meteo Bullet, dem erfolgreichsten private Wiederdienst aus dem Land, den sind da kurz mit seinen Büros, ob der Verding an der 1535 geplündert ist, an dem er seine zentrale Matten an der Minette UNESCO Biosphäre hat. Komm, wir fangen mal von 4 an. Es gibt so eine Legende, dass den wir der Leidenschaft mit einem Kröschkado gefangen hat. Ja, das ist schön gesagt. Also, ja, das war 2009, da kriegte ich schon meinen Eltern die erste Wiederstation geschenkt. Damals, ja, das war nicht groß, das war so eine Kleinigkeit mehr. Einfach weil ich mich dafür interessiert habe, das wussten sie dann noch schon ziemlich frei, weil das war auch die Zeit, wo ich angefangen habe, mal einfach E-Mails zu verschicken und Familie. Weil ich einfach nicht mehr wollte, so wie es wieder geht. Das ist einfach umgegangen mit, ja, die Gemeinde für sein Fass an der großen Station und ich habe mich ein bisschen weiter dann halt rangeschafft. Dann, ja, und dann 2010, als dann sich mehr so Richtung Facebook gegangen, weil ich schon gedacht habe, okay, du kannst dann einfach die Sache rausposten und dann haben sie alle Guten direkt, die mussten davon auf die E-Mail gucken gehen und so viel und dann ist halt immer weitergegangen und da waren immer noch Kollegen von der Familie dabei, Kollegen von denen Kollegen und das ist immer weiter gegangen. Ja, und dann noch vielleicht zu beizufügen, das war Punkt, das war dann die Fahrt Agricole, den 6. Juli 2014 zu Ettelbruck, ja, und das Donnerwetter war da durchgezogen ist, das hat extrem groß Welle geschlagen und seitdem also dann noch viel mehr weit gegangen. Das war wirklich so ein Punkt, das war unvoraussehbar für mich, dass das immer so weiter in die Luft geht. Was hast du genau geschehen? Du hast als einzige Person gewarnt während dem Donnerwetter. Ja, also das war so, dass schon, ich meine, ich hatte kurz vor Mitte, hatte so einen Hinweis oder so rausgehen oder eine Warnung, damals schon, das war also ein bisschen anders, das war ein bisschen mehr so noch wirklich voll aus Hobby raus. Und ich gesagt, hey, pass auf, in dem dort Bereich, das war wirklich ein ganz schmale Bereich, ich gezeichnet von Südfrankreich bis ganz rüber Richtung Lützeburg. An dem Bereich sind dann nächste Stunden Kraft sich dann wieder möglich mit Sturm und so viel. Und irgendwie ist dann wieder genau die Lindo zugewicht, die ich angezeichnet tun. Das war auch ein bisschen Glück bei der Sache dabei. Und aber den Tag hat schon ziemlich mein Leben verändert, wenn ich so kann, tatsächlich, auch wenn sich da ein bisschen falsch fühlt, so, weil den da auch viele andere Leute aber zu Schuld gekommen sind. Es waren nämlich 5 Ursplässierte, die dort zu beklogen waren, auf der Fahrt Agricole. Das Stadt war so den Moment, wo du bewusst gehst, ich meine, das zu meinem Beruf oder hast du die Idee schon für drin oder kommen die richtig spät? Also, du hast das Ganze noch ein bisschen mehr angespannt gehen quasi. Das war schon gemerkt, okay, bei so einem Land, da fehlt definitiv und einem Ding stehen viel mehr Genähe für und denen dann wieder waren, dann so viel und damals hatte ich nicht die Möglichkeit, wie ich sie heute hatte. Aber ja, dann habe ich wirklich all meine Zeit daran investiert, für noch besser zu gehen, weil ich mir gedacht habe, okay, das tut mir da extrem viel Spaß, du willst das gerne für machen, weiter ausbauen und da willst du nicht auch ein bisschen gucken, ja, andere Sachen von der Zeit jetzt zu reduzieren, für den Leuten eben noch ein bisschen besser können zu machen. Und da tue ich dann
4 gemacht mit all interessante Wederlach die dabei kommen also es hat immer mehr gehen immer mehr Leute mit dabei kommen Tisch den Druck geht ein bisschen groß immer Tisch du probierst dich dann immer selber zu übertreffen nach von Jahr zu Jahr. Ich werde den Firma, die du gegründet hast, für aus dem Hobby dann reelle Beruf können zu machen, mal ein bisschen mich spät, nur direkt interessiert als Platz, an der wir sind. Location vom Moment. Trommelwirbel, wie schon gesagt, sitzen wir am 1535 Creative Hub. Philipp, kannst du das gleich dein Büro ein bisschen beschreiben? Oder ja, noch zwei? Wo sitzen wir hier? Wie sieht das aus? Fang dir mal für dich an, einfach so als Interesse. Hey Schwan, Mauer plus Holz. Also Industrie, da war ein bisschen einem Holztouch, also schon immens industriell. Außenmauer vom Komplex vom A-Gebäude vom 1535 mit Vue auf ArcelorMittal von Däferding. Und hier am Raum hier steht ein Büro mit ganz vielen Ekran, immer just einem Ekran. Und ja, haben eine geringe Mauer, über die werden wir wahrscheinlich ja noch schwätzen. Screen. Die wird gebraucht für multimediale Produktionen. Ganz genau. Also wir haben das im Büro hier die perfekte Mischung aus wirklich Büro aus sich, wo dann die ganze Arbeit gemacht wird. Mehr aber auch, dass wir an einem Studio haben. Wir sind eigentlich nicht so groß angeschränkt, wenn es darum geht, okay, Melodie an die Idee, aber okay, wir brechen vielleicht ein Greenscreen oder für dann können wir auch direkt auf den zurückgreifen, den wir aufgestellt haben. Wir haben noch angefangen für einen guten Monat mit einer kleinen YouTube-Emission, die wir all Tag dann mal Brust tun, etwa Mädchen um 7 Brust tun. Mittlerweile sind eben noch viel mehr andere Arbeit, die sonst mit dabei kommt. Es merkt dann aber mal okay, den Tag hat nicht genug Stunden und daher lassen wir es lo, das können wir die nächste Woche, wo wir die Leute dann den anderen Plan präsentieren, wo wir dann in einen anderen audiovisuellen Content bringen. Mir bald Fall aber in einer Form wie dann einzigartig das aber zu Lützenburg zur Modesache wieder. Du schwätzt von mehr, das heißt, du bist so nicht mehr lang an deiner Entreprise. Ja, genau. Also mittlerweile habe ich dann nach meiner Associate, den Chris Steichen, mir als Demos, also ich schon hin von nicht persönlich kann direkt mit Familie seine Kleider machen, die ist Misfitted. Und ich zufällig gerade unten. Ich war mal dick begeistert so von seinen Kleider, die einfach wie sie ausgesehen und mal hab's anders so ein bisschen und einfach die Philosophie haben drin. Misfitted war ich ja so aus der Tuning-Szene. Aber da sind ich ganz so dran mit. Bei mir ist es mehr darum gegangen, Misfitted, weil es halt nicht so Alphabet würde mir an. Du bist einfach out of the box, genau so ist es. Und dafür steht die Marke dann eben noch. Und irgendwann habe ich rausgefunden, dass hin das wir. Und hin und noch irgendwann rausgefunden, dass ich stehe für mit der Bullet wir. Und du machst sehr herausgefunden, dass mir so dieselbe Mindset ein bisschen haben, was Business so geht, und so viel. Und dann haben wir schon gesagt, hey, stell dir mal vor, wir hatten irgendwann irgendwie eine Firma zusammen, so sehen das. Ich muss aber fairerweise so, heute ist die erste Firma, die schon für drunter war eine andere Firma, aber das war den Associate, den hat mir mal gedacht, ihr müsst so ganz korrekt Sachen machen und du hier ist das Ganze ein bisschen untergegangen. Glücklicherweise denke ich mal das, weil ja, also wie der Moment lebt, ich habe mir nicht gedacht, dass es so gut kennt läuft. Und das mir nicht. Du kannst ja vorbauschen, also... nee, aber du kannst ja... Nee, ganz gut. Aber du kannst ja vorbauschen, dass an der Gegend von Wolz. Wie was auf die Verdingungen auf die 1535 kommt? Ja, die Frau, die kriege ich oft zu hören an verschiedene, die sowieso schon immens kritisch sind, so dann noch, ja, du bist ja nicht selber treu bleiben, so. Aber da muss man einfach dran denken, dass von den sich Büro sieht oder so, das hat viel dann mit Suchen zu denen, das geht sehr an den fairstelligen Bereich, an so viel und dann du musst aber noch gucken, wie sie selber drunter können, sondern mit der Firma selber führen. Und du hattest mir ein gut Offer gekriegt, das war im Norden vom Land. Das wäre für mich eine halbe Stunde gewesen, für den hinzufahren. Für den Chris wird eine halbe Stunde gewesen. Ich ziehe den Tag 3 Stunden. Und das wollte ich ihm nicht undehnen. Dann hat gesagt, okay, am schlimmsten Fall hätten sich dann vielleicht, ich weiß nicht, 2-mal und davor gesehen oder 3-mal. Aber all dem, was mir will, ist so das halt nicht mega produktiv.
Und ja, dann Hummer sehr unter 1535 gedurcht gehabt oder zum 10 schon die Gebäude noch überhaupt gar nicht kannt. Wo man dann halt mal 4 Gebäude stugen, das ist mir aufgefallen, ja, du warst für viele Jahre mal beim Essentiellen. Und das ist aufgefallen, okay, die Entree hier ist nicht die üblich, wie in sie gewinnt, das wenn in von dem Medienhaus rangeht. Mehr und ich war nicht dabei gedurcht, weil ich wusste immer noch nicht, dass die kreativ rein wären. Und dann, ja, das war sehr aufgefallen, okay, sie unterstützen halt, ja, jung, kreativ Künstler, egal auf welchem Bereich das ist. Und zumal was den Loyer geht und so, dass sie ganz anders zahlen, wie wenn in der Sausage sie geht. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann hält es eben optisch, dass all da in 3/4 Stunden bis 40 Minuten muss reinfahren. Okay. Und der Chris eben selbst, weil die Arbeit, die wir machen, machen sie extrem gerne. Und wir sind also auch bewusst darüber, wie wichtig das ist und zumal wie wichtig es dann nachher gehen in den nächsten Jahren am Klimawandel. Okay. Iwer déi Schwez ma mengglech dann noch e bësse mi spéit méi dann ass vum Nationalen Center fir Industriekultur an Wammer schon am 1535 sinnnech denken, dann muss man do bëssen auswelle. E bësse ne? Wees du da wat fir runnner he war iet de Creative Rapport gegrünnt gouf zo fächerweis. Ja, darüber dann so viel. Ich schwätze wie so ein typischen, den Info aus dem Norden kennt, den nicht so viel weiß, was er innen gelaufen ist. Ich schule mir schon so ein bisschen für meinen Banause wissen. Aber ja, löser. Du kannst nicht da lernen, wenn du in den Räumlichkeiten bist. Du siehst überall, wo sie auch extra Sachen stehen gelassen haben. Da war sogar immer so Infotafeln dabei und da bleibst du mal stehen, dann guckst du das natürlich schon. Also. Ma effektiv, also heute waren den Bâtiment A, B und C, das waren früher Atelier von der Defeninger Schmelz. De Bâtiment A, dat war immer die Schreinerei. De Bâtiment B, dat war den Zilleshop und de Bâtiment C, de Kesselbetrieb. Und der Tisch, wir sitzen heute ein bisschen so am Kern von der Industriegeschichte. Und ich will schon nicht zu viel langweilen, aber heute ein paar Fakten zu der Industriegeschichte. Das ist nie langweilig, Anna. Ja, komm, los. Erzähl uns, was hier alles so geschieht, als auf dem Sitz. Naja, also 1873 fängt es so zu so an. An der Gemeinde Everding mit der Société Industrielle du Grand-Duché de Luxembourg. 1911 gouf übrigens den ersten Greiträger von 1 Meter hoch zu Everding gewalzt. Voilà. Und ich meine, Everding auch heute noch immer von denen, die am meisten Greiträger produziert. Dann aus der deutsche luxemburgische Bergwerk. Aus der deutsch-luxemburgische Bergwerks- und Hütten AG zu Everding entsteht 1920 die neue Gesellschaft Haut-Fourneau et Aciérie de Differdange Saint-Ingbert Rumelange. Und heute kennen wir den Namen Hadir. Oder auch nicht mehr. Oder auch nicht mehr. Weil 1967 geht Hadir ein Recht von der Arbeit überholt. Schlussendlich geht die Arbeit dann den 18. Februar 2002 von Arcelor überholt und feiert dann noch eine Fusion zwischen Arcelor und dem indischen Konzern Mittal statt. Und da geht eben halt Arcelor Mittal. Heute ist der 1535 durch die Initiative von der Gemeinde Everding ein kreativen Zentrum, also ein Hub, das so wie ein bisschen eine Plattform für Synergien, Netzwerke an den Bereichen von der Kunst und Kultur zu kreieren, sowie aber auch Arbeitsplätze an der kreativen Wirtschaft. Und ich wollte fragen, ob du schon vielleicht Möglichkeit hast, so eine Synergie hast, weil du bist erreicht, Mond. Ja, ein bisschen mehr wie Mond. Wir hast schon aber Kontakt mit den anderen Unternehmen heute. Noch nicht so richtig, also mit 2, 3 oder so nicht allzu großen, zumal sie am Filmbereich tätig sind. Und dann ja, mit Data neben drin aus dem Büro von der IT, von der Gemeinde Everding. Ja, du kannst auch für Leute private bauen. In der Techte, du hast keinen Kontakt zu einem Grafiker oder so geknappt, der gibt da Jahre für da wieder Symbol oder so designen zu lassen. Also wir sind dabei auch ziemlich, muss ich auch so, wir machen ganz vieles selber. Wir sind nicht gewinnt, dann zumal weil eben der Chris mit dabei ist, sind halt mal, also hinter sind immer dafür zuständig, für Firmensachen im Hintergrund zu machen, aber hier hilft doch ganz viel mit Grafiken und mit Videoschneiden. Von der Kleiderdesign, da wird noch eine Grafik gekriegt. Ja, ganz genau. Die Arbeit kann man dann von der Schulterin holen, die so zu müssen, du eben alles selber machen. Aber das heißt, ich meine, du kriegst aber vom anderen eine flotte Resümee, was das so lassen so. Ja, dann geht ihnen halt irgendwie immer mehr froh oder stolz, dürfen zu sehen.
auch von den Verbausen die Leute die weiter am Norden wohnen und so gesagt der Süden also nicht so top ich meine wenn immer so gute Leute auch drum sitzt dann fühlen sich auch sehr wohl. Also ich will just ein klein Land für eise Süde brieschen och heiget Wonnerscheplätzen die sich absolut han keiner eislecker Kopf verstoppen muss. Ich fand net immer noch erstaunlich ja die 4 Uhr Ja, genau. Norden und Süden Ja. Also bei seinem kleinen Land also das halt so witzig an viele das natürlich auch am Spaß gesucht mir verschiedene Mengen davon dann dort echt und dann denkst du okay ja mir an der Meteo gehtt du bestimmt auch einer Schäder. Ja also das tendenziell so mehr Richtung Süden oder Südosten wohin da west es geht wahrscheinlich wie warm wie auf andere Plätzen muss ich mal nicht so trennen nur Norden Süden Südosten und so viel und mir schon allein am Norden und denen also ganz am Nordwesten wo ich wohne auch da gehen jetzt von Ortschaft zu Ortschaft so groß Unterschiede teilweise also das schon halt so schwierig so ein korrekt Prognose zu machen ja. Wie wenn wir schon beim Wider sind. Wost du, dass schon am Jahr 1837 angefangen gouf systematisch am Land Widerdonnen zu sammeln? Das bist von der Asta gewesen. Nee? Also war ein bisschen wie spät vielleicht. Die als Rechtzugangs vom 20. Jahrhundert gegründet gehen. Also die erste Wiederstation zu Lützeburg aus dem muss von einem Prof aus dem Athenee an der Stadt abgerichtet gehen. Den Nicolas Botzon, den hat dann angefangen damals, wir waren ja ein Teil von Holland, wir haben zum holländischen Königreich gehört, damals nach all der Wiederdaten näher zu schreiben, sind allerdings just wenig erhalten geblieben, weil sie selber nie publiziert wird. An die echt regelmäßig Abzeichnungen internationale Standard der Techt wie dat bis 400 Informatisierung auch von wir da war 3 Monate da enke Moes enke Mitte enke Owes déi ass vun 1854 also gemerk gin orem vun eng Prof aus dem Athenee also dat waren ganz fleißiger die Profen aus dem Athenee Punkto Meteorologie ha zu Lützeburg den François Reutzer war dat den huet er doch alles vu Bischer publizeiert die Haiiansdommen op seg Flomoet fënnt dats der die hast du den Ugangs vom 20. Jahrhundert gegangen. Ja, das ist immens wichtig, weil immer wenn dann von den Lo natürlich Kilo den Übergang bist auf den Klimawandel, du musst den Leute immer zum Beispiel nämlich kritisch und dann auch so in Hai das Ganze geht schon seit so und so muss und für dann was der Lo wirklich will ganz verlustliche Daten hun dann also am besten natürlich an der Station noch lange auf der Sauerstoffplatz steht an lo ein klein Klammer op bis umgang Station opzurichten an ich weiß wie schwer das Platzen zu fannen wo der sicher was das Station überhaupt mal 5 oder 10 oder wert stohlen Wege sei so eng Wiederstation überhaupt aus ich kann mich nicht aus also das so die hat die verschiedene Formen wann die Station hält die nur internationale Normen müsst dann hue den einfach mal in 10 Meter hegen Masterstuhlen ganz oben die Sensor für die Wand und Geschwindigkeit an Richtung Deelweise für Solar also Sonnenausstrahlung zu müssen und UV-Strahlung zu müssen dann op 10 Meter hue den dann Sensor für Temperatur zu müssen Luftfeuchtigkeit an dann so ja 1 bis 1,5 Meter heute dann den Rehen den du gemusket an ganzem Boden wurden dann jeno bedarf dem Moment eben Sensore für ein Bodentemperatur zu müssen und dann zum am Agrarbereich müssen noch gerne mal wie dann mit Dave am Boden aus. Das ist ja, weil ich stelle mir gerade für die Großding echt Wiederstation als Christtagsgeschenk. Also quasi schon eine Mini-Version. Ja, das war. Und wusstest du gerade, dass du am Gang warst, den Wiederstation abzubauen? Ja, also das so Demonstration, das war wirklich etwas ganz Kleines, das waren so 4 Sensoren und verschiedene andere Sachen gerufen dann intern berechnet von einem Computer. Was mir halt über Welle tun, dass das mir oder auch schon am Gange sind. Wir haben Schule, mit dem wir schon Stationen abgerichtet haben. Wir haben aber auch das an Jobs, mit dem wir am Gange sind, abzurichten. Lo an den nächsten Main, das läuft schon pro Woche. Wir nächsten Main, das ist dann soweit. Ich war mir gesagt, an der Politik können wir so gucken und dann können wir dann go gehen. Trader sind viele Leute, die das unbedingt gerne immer das machen, die dann noch Sünder gesehen, weil es gibt noch andere, die keine Sünder eine Station zu haben oder was das Matze springt.
wie sie bei so einem kleinen Land von Punkt zu Punkt erst wieder einfach jemand ahnisch das am Endeffekt von den Milchstationen hört, dann hat den einerseits mehr eine Idee über den eigenen Klima daheim, an andererseits hilft den dann denen Leute die Prognose machen, wie zum Beispiel mir, für dann noch besser Prognosen zu machen, an dem sind einfach das, was eben vorausgesucht wird, vergleich mit dem, was wirklich gemusst gehen ist. Und brauchst du für so Wiederstation aufzubauen extra Autorisation oder kannst du da einfach so bauen wir da eine Wiederstation ja, ab? das ist ein bisschen, das ist ein bisschen kompliziert. Wir schaffen meistens ja mit Schulen zusammen oder mit anderen Organisationen und die entscheiden dann für sich selber oder sie kümmern sich selber darum, okay, können wir da ab sich stellen oder nicht. Und wir sind in dem Fall einfach so hier Berater oder hier Geschäftspartner oder wie auch immer, was für eine Relation wir dann da sind. Aber ganz so einfach ist das aber nicht. Ich meine einen kleinen Klammer ab. Kannst du die Band The Weather Station? Ja. Ah, gut. Gut, da sind ich Frau. Das Ich weiß nicht den Namen von dem ganz bekannten Lied. Fried mich, das ist ganz Philipp. Ich kann Lied, und nur zufälligerweise, ich kann vielleicht auch pur, mir bewusst kann ich du hast zufälligerweise gesehen, dass die The Weather Station heißen. Und da war ich so, okay, das in nicht gewinnt eine Numfang-Band, aber okay. Ja, work. Question. Du bist ja, und das ist nicht base gemeint, a citizen scientist, wenn ich das so kann sagen. Du hast keine Meteorologie auf der Uni studiert. Wie schwierig ist es dann für so von den etablierten Institutionen echt geholt zu gehen? Das war bis für gefehlt bis für uns 1-2 Jahre war das vielleicht noch ein Hindernis. Also mir den okay vom generelle Publikum den echt geholt löser immer mehr zum Mulz, weil sie eben gesehen, dass ich nicht nehmen so nicht mal hier und da, mehr ich mache noch hier und da. Zum Mulz geht es besser eben, weil das ganz eine Firma ist, weil ich nicht mehr allein sind. Das mir liefern noch immer das, was wir so. Das ist ganz wichtig, dass wir auch alle etwas anderes bringen, etwas Neues bringen. noch korrekt sind an den Prognosen dann. Ja, ganz genau. Also das, ich meine, wenn eine Statistik gibt, wie genau es geht, war von also Prognose von ganz am Anfang bis lo, da geben wir auf alle Fall gesehen, dass es dran übergeht. Wenn ihr guckt, ja, für von den großen und offiziellen Institutionen Eschgold zu gehen, also ich kann mal sagen, all Mensch vom Kachelmann Wetter followt mir auf Twitter, da tut mir schon mal ganz gefreut. Das schon nicht schlecht. Aber hier am Land, ich weiß nicht, für was, das ist ein ganz komisches Phänomen, aber da wird einfach probiert, so gut es geht, irgendwie Land zu kommen, wo ich mich froh, wirklich für wo das könnt, aber dann ist es eben so. Aber das heißt, das wirklich so lebe ich überhaupt nicht und dann ist es doch gut. Also das da hat süß ein Kehr mein Mail geschrieben, für mich darauf hinzuweisen, dass wenn ich so wie warme der Station war, dass ich ausdrücklich muss so, das halt von der Ast aus. Mehr ist da bislang nicht geschieht. Und von Meteorologs kommen eigentlich noch überhaupt gar nichts. Die Krähe von den generellen Leuten draußen kriegen sie so heftig Kritik teilweise eben auch durch mich, obwohl ich sie nicht ausübe, nicht, also ich öffentlich rufe nicht dazu ab, mit Leuten sind eben so, und zum durch RTL, die kriegen auch immer eine Bombe, dann wenn mal ein Caps war, und sie machen wie wenn alles unvorausbar gewesen wäre, und dann habe ich da aber schon 4, 5, 6 Tage lang gesucht gehabt, ja, mir für all die Sachen kann ich da nicht, und aus dem Grund habe ich eben das Gefühl, dass mich da verschiedene Leute nicht so gut können hun. Anders haben da, wenn es nie irgendwie bis lokal so eine Relation aufgebaut gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die staatlichen Institutionen nicht dazu an der Lage sind, ein ähnliches System vielleicht zu entwickeln, wie es beispielsweise in Amerika der Fall ist, an den USA. Also sie haben zwar da in einem Klima wie bei uns, aber ihr Warnsystem, den ist einfach der beste auf der ganzen Welt. Und so etwas kann ich mir bei uns hier vorstellen, ja, ungewollt sich auf den Punkt kommen, wo ich ein bisschen Reklame machen. wir führen ein bisschen mehr wie einen Monat, dann so ein ähnliches System rausbrechen, heißt Skywatch.
mit dem kann ich dann zum Mulz so die lokal Gefahren ein bisschen besser angrenzen. Aber wir wollen gerne verhindern, dass Leute gewarnt gehen, die nicht müssen gewarnt gehen, und das wirklich spezifisch dann auf die Gegenden fokussiert wird, wo wirklich eine Gefahr besteht. Weil den Moment, dann noch in der letzten Main, habe ich so gemerkt, dass die Leute nicht mehr so richtig auf die offiziellen Wetterwarnungen reagieren, weil ganz oft einfach dann halt wird gewarnt, nur Nord-Süd-Prinzip. Zum Mulzwang dann wieder trifft nie den ganzen Norden, trifft nie den ganzen Süden oder ganz seltene Fall trifft immer so wenig Leute, dann die Leute, die dann zu viel im Moment gewarnt sind, denken sich dann geschieht sowieso nicht. An dem will man gerne entgegenwirken, weil wir haben heute da Techniken, die auch dabei können helfen, Fleisch sogar für einen Tornado zu warnen oder so. Letztes Jahr zum Beispiel hat man dann im September den Tornado zu Nussbaum hier in Deutschland. Und das war so klar, Radar zu sehen, du hast Kind und Leute bestimmt 10 Minuten für du warten oder so, dass du den Tornado könnt. Auch wenn es 10 Minuten sind, jetzt sind aber die 10 Minuten. Das geht durch für den Keller zu gehen. Ja, voll. Und das Wichtigste ist also einfach den Tornado, oder die Donnerwetter, was den Tornado brüscht, die Superzahl, die auch sogar über der Fels entstanden bei unserem Land. Das heißt, wenn die Zahl so ein bisschen echter zeitig gewesen wäre, für mal so zu sagen, dann hätte doch bei uns am Land Neckar zu einem Tornado können kommen. An der Gefahr sind die wenig Leute sich bewusst. Mit das mal auf die sozialen Medien immer aufgefallen in den letzten Jahren, wenn ich dann noch so bei den Mikros wie bei den Nachrichten bei RTL oder zum Beispiel, da geht ein Kommentar lesen, was so Warnung gemerkt und Leute tun dann von einem Jäger oder so, oh ja, was fähren die mein Opa? Ja, das ist immer so die klassische Panik macht. Ja. Mit den Skywatch, wie geht die verdeelt? Also, schon gesehen, er hat ja die echt pur schwach an der Wiederen vom Jahr 24 wo schon nur geschloen huet just an de soziale Medien oder durch die dat irgendwie ein Kemé zu personalisieren iwwer Geolokalisierung von an enger App oder so. Also da so den Skywatch den also zum Beispiel net trop beschränkt, okay mir vor per Norde Süden oder mat Kantonen oder mat Gemengen oder so, mit das wirklich grad wie grad sieht, ich kann am engem Programm kann ich in x beliebige Bereich anziehen, wo ich selber natürlich dann gesehen, okay, du besteht laut Gefahr von so große Knüppelstangen, die Wand kann so sehr sind, so starke Rehen und so andere Gefahren. So eine Warnung zum Beispiel, die kann ich nicht automatisch generieren lassen, weil Automatismus und schon mal ganz gerne als eine gute Sache, mehr an der Meteorologie könnt ihr ziemlich sehr aber hier Grenzen, weil ja, in automatisches System, den Wesel zum Beispiel nicht keine Ahnung, du siehst gerade so viele Leute in der W, weil du gerade durch Festival oder so etwas und das Gefühl du noch viel mehr groß wie so oder so kleine Sachen weißt den Automatismus nicht und du willst als ein gutes Warnsystem genau wie es eben noch in Amerika der Fall ist, also einfach meistens, dass du wirklich im Mensch dran sitzt, den die Warnung selber schreibt. Und dann anders mit der Personalisierung ein bisschen, da tun wir im Moment zwar noch nicht, das heißt, im Moment lebt hauptsächlich über Social Media, wo ich Screenshot posten und da geht Leute an das aktuelle App gucken oder auf dem aktuellen Internet sieht und da sehen sie für sich selber, okay, sind ich am Bereich ja oder nee. Aber im Moment sind wir am Gange, eine neue App programmieren zu lassen, die dann die aktuelle App soll ersetzen und auch mit einem ganz neuen Internet sieht. Wann alles klappt, wovon euch ausgehen, als dann, dass wann eine Warnung aktiviert wird durch die Skywatch, dann natürlich muss es ja dann umgehen, dass sein Standort will delen und das gibt wahrscheinlich noch so kleinen Hindernis, weil verschiedene Leute, die nicht überwacht gehen, aber wenn die dann aktiviert, dann kriegt ihr dann auf dem Handy auch süß eine Meldung, wann den tatsächlich dann an dem Bereich sich befindet, wo die Warnung aktiv ist. Und geht doch nicht mehr Gefahr, Danger. Es geht doch generell für einfach sich zu informieren, wie es weitergeht, oder? Also. Ja, also die App, die neue, die mal wollen, die als viel mehr eben noch darüber ausgelöst, dass dann das Land besser visuell durchgestaltet wird. Du Moment dabei im Sit, dass du kannst auf Seiten, dass das ich dann Gesicht springen, dass die letzten Artikel, die man veröffentlicht tun, auf die Prognosen zu gucken, muss er bei einer anderen Seite dann switchen. Auch noch das geht nicht besonders gut durchgestaltet. Und du eine ganz andere Lesung ist ausgedurcht, dass für dich dann Prognosen da im Fokus stehen. Aber die Blogartikel, die wir da haben, die bleiben aber auf alle Fall, weil das
ja eng Möglichkeit für uns für es noch viel besser können auszudrücken, für die verschiedenen Phänomene dort zu erklären, weil wenn ihr so guckt, wie lo eigentlich in den Medien so erklärt wird, man ja okay am Nummerten ein bisschen Sonne, vielleicht mal ein Schauer oder so, für das so und ob ihr ganz Land verdeelt so das als ja, das ist nicht nie genug und du willst heute dann ganz oft dann das Bild von der Allgemeinheit, die dann so in Hai ja Prognosen die stimmen doch sowieso bald nie und das ist nicht so der Fall und zumal so wenn dann nur den klassischen wie der Apple geht vom iPhone oder so 4 das sind alles so ist so nicht gerne so plakisch Computerberechnungen von einem einzigen Wettermodell oder von 2 Modellen höchstens und die gehen nicht von einem Mensch kontrolliert die gehen noch nicht angepasst wenn Apps ändert oder und dadurch sind die Prognosen nicht so oft richtig und weil Leute das leider süß kennen und nicht wissen dass es spezialisiert Seite gehen denken sie generell ja wieder einfach etwas das stimmt bei nie und das ist einfach nicht der Fall weil ich gehe immer ein bisschen rose wenn ich schon in den Medien hören ja zum Beispiel wenn wir immer Richtung Gefahr kommen der Tote war nicht vorausbar und meistens ist das der größte Quatsch weil viele Sachen gesagt am voraus wann noch dann dem Moment Fleisch süß 10 Minuten oder so kannst du es ganz selten für das Apps komplett unerwartet für jeder tatsächlich auftritt. Philipp, du bist ein richtiger Businessman, ein self-made man. Den Business Flair, hast du das, ich meine, du hast das immer schon anders. Klingt so, wie wenn du das ganz natürlich austobst und einfach den Passion mit dem Business kombinierst. Du hast auch direkt nur den Schulaufschluss angefangen. Ja, erzähl ein bisschen, wie... Also bei mir, die Vision irgendwann eng Firma zu hun eng App zu hun allerdings zu hun den dann auch angefangen wird mal geholt zu gehen und so die hatte ich ja so a kleine Stecker mal so 2014 2015 so und dann hatte ich schon nicht so den Mindset so für drin zu denken okay et kein vielleicht irgendwann so weit sind mir das kommt ein bisschen später 2017 an dem Bereich du hatte ich in Stage bei der KPMG und da war ich ziemlich froh überhaupt rauskommen zu sehen dass auch dem College mäßig gewirrscht und du hast dann richtig so die Businesswelt gesehen und wurden dann extrem inspiriert an die Zeit wo ich du gerade neu studieren hat am Stage da habe ich einfach Computer angefangen immer immens viel Noten zu holen und die Zeit sogar noch an ich hatte so von der Schule aus hatte ich so ein Heft wo ich schon ein bisschen Noten holen und ich habe noch umgedreht und verhandeln und ich mal dann auch so 5-6 Seiten die Affäre-Seiten mit Ideen abgeschrieben gehabt wo eben der Moment aktuell App drauf war wo die aktuell Art und Weise wie man Prognose machen drauf waren an verschiedenen Business-Ideen und so führen. Vieles von denen Sachen sind heute Realität. Und damals hatte ich nicht darunter gelöst, dass das möglich wäre. Mir ist noch ein bisschen gesponnen, die Zeit. Und damals, ich hatte das eigentlich eine mega gute Überlegung. Damals an der Schule, ich hatte eine extrem schwere Zeit. Weil natürlich die Leute wussten darüber Bescheid, was ich machen gib mir mal denken okay das hauptsächlich Schüler die waren die dann du mal angefangen hatten mal die Gag immer zu machen oder so das war am Anfang war doch der Fall mit no waren nicht tatsächlich mein Profen und dann ist immer da umgegangen dass ich sie wollten und sie hatten die Idee bei diesem Dach von der Schule eine Wetterstation abzurichten an dem Anfang konnte ich das cool fand weil ich mir gedacht oh cool die Schule will ich unterstützen und eine Station abzurichten und dann auf den zweiten Blick ist mir dann aber aufgefallen die Lage von der Schule die also nicht die ideal gewesen für eine Station da abzurichten weil die Temperatur die wir extrem verfälscht gehen weil den einfach Dach von einem Gebäude gestanden von einem Gelände was sowieso komplett betoniert das tut gut keinen Sinn weil du will genau Daten sammeln und nun ist der Prof hat gesagt für mich weil du gehst und du kriegst du nur pro Main oder in einem Jahr oder so kriegst du Fähigkeit ich hatte sie alle guten ob gut Lützeburg verarscht ich gebe nur die Bundesmartinen treiben und du willst gebe ich auch an der Schule nicht lesen an zumal nicht weil ich ja nicht von der Schule gesponsert werde die Zeit hatte ich eine Sponsorin eher deine Firma war hatte Sponsorin und wie du gesiegt hat und ich weiß nicht für was mir sind auch Leute Profen in dem Moment die dann mit so einem blöden Argument kommen
Und ich hatte einen Prof auf meiner Premiere Zimmel gemacht und den aber nicht gepackt, mir das könnte geschwind. Den hat dann sich daheim dann die Arbeit gemacht, dass er meteorologische Begriffe auswendig gelehrt hat. Für mich dann den nächsten Tag in der Schule immer dazu konfrontieren, für mich dann hoffentlich für eine ganze Klasse bloßzustellen. Und das ist ihm nicht gelungen? Nee, das nicht. Und das ist so weit gegangen, zum Beispiel, wenn er dann durch die Klasse gegangen ist, also direkt mit direkt so geguckt hat, so, also ich war schon bei einer Infos-Klasse, hat dann immer geguckt, was da gerade im Gange wird zu programmieren und so viel. Und dann ist bei mich lernen gekommen, kein Froh zu dem, was ich mache, mir einfach, ja Philipp, wie viel Grad sind dann 32 Grad Fahrenheit und Celsius? Nicht mehr so Sachen, wo mich einfach probiert hat, irgendwie zu kreieren. Schule, die Zeit, das war für mich ein blanken Horror, weil war Zeiten, ich stung nur für dir von der Klasse und ich hatte wirklich kahl Face, nass geschwäßt, weil ich wusste, geschieht darum, irgendwie Blödsinn hat. Ich hatte wirklich keine normale Schule, sozusagen. Mit der Tisch, das war wahrscheinlich auch in Antrieb für dich, für ja, genau. eben gerade auch. Ja. Dich extra zu beweisen. Ja, mir das war, du hatten alles gar nicht schwer. Also, es war so, du warst in die Schule gegangen und du kriegst einfach von dem Lehrpersonal gesagt, nicht wo du da reingehen musst, fairerweise so, mit verschiedenen kriegst du gesagt, mit der Mann, ja, hast du gut nicht, du bist nicht. Und da warst du komplett demotiviert heimgegangen und hast du einen Computer gemacht mit der ganzen Wiederwahl, dann schweißt du alles und dann so, das will ich machen. Und du warst voll an dem 7. Himmel und warst an der Schule gegangen, da warst du das allerletzte. Nun habe ich mir gesagt, okay, Philipp, du hast den Premiere Zimmel gemacht, das ist gegangen, willst du wirklich dann das irgendwo alles das Nein probieren, dann vielleicht durch Momentum verlieren, oder willst du dann einfach so, hey, nee, das ist mir egal, ich meine einfach genau das, was ich immer wollte machen, all Tag, und ich gucke, was rausgeht. Und nun habe ich einfach die zweite Methode geholt und ich bereue nicht bis heute kein Stück und das Ganze so, ich meine, 3-4 Jahre hier geschwunden oder mehr lang sogar schon. Also ich bin wirklich froh, dass ich den Schritt gegangen bin und ich hoffe natürlich, dass es so viel geht, aber ich denke schon, dass ein Ehrgeiz von mir, mehr auch von Chris, dass den also aber noch weiter wird noch viel bringen, zum Beispiel von den Lohaut guckt, wie viel groß nimmt tatsächlich mal das Summe schaffen. Ich wollte am Anfang zurück auf UNESCO-Biosphäre-Reservat kommen an dat lo geplënnert Bas mat enger Firma. Die Biosphäre-Reservater sowie de Mine den das sollen d'Relationun tëcht Mënscher Naturen verbesseren, an der diewer partizipativ Forschung, Monitoringer Bildung. An Bildung mé hat net fir Drnner, du hast fir Drnner scho quet zugeschwert Klimawandel. Ich denke das auch ein zentrales Thema. War so enger junker Entreprise wie Dinger Herzen muss leihen, oder? Ja, auf alle Fall. Also das man so, es sind viele Leute informiert und die wissen noch, was lebt oder was im Spiel steht. Aber das sind dann die Leute, die schwarzen nicht, die sind nicht hart. Die auf Sachen für Social Media, die schreiben noch nie einen Kommentar oder so irgendetwas. Aber dann die Leute, die das alles gar nicht verstehen und die mal nicht wissen, was im Durchschnitt für verschiedene Werte sind und was das für einen Impact hat, wenn ihr gesagt, dass die Temperatur am Durchschnitt zum Beispiel in einem gewissen Monat 5 Grad zu heiß war, dann denken die sich, oh, es ist 5 Grad, was ist das? Aber sie wissen aber nicht, was innerhalb von dem Monat muss geschehen, für das ihr am Ende von der Anomalie für 5 Grad rauskommt. Und du scheitert es schon. Und du, wenn es gesehen ist, also ist sie nicht richtig zuversichtlich, wenn ich schon denke, dass die Leute irgendwann alle gute Werte in einem Strang ziehen, dass sie dann den Echt von der Situation erkennen. Wenn Haut durch Social Media so scrollt, es sind so viele Leute, die mengen, sie geben nicht besser wissen, wie Leute, die das ganz Leben lang schon studiert tun, erforscht tun, und so viel und selber Statistiken aufstellen, und sie haben handfest Daten, das sind Zahlen, und die Zahlen, die lehen die Moment nicht, weil die kommen riecht aus den Stationen, die kommen riecht aus den Satelliten, und ich weiß nicht, was alles, also aus den Geschichtsbüchern. An dem geht einfach nicht gelebt. Also die Wissenschaft, seitdem man Geschichte mit Corona wird immer mehr in der Wissenschaft gezweifelt, und ich fand da einfach eine extrem traurige Entwicklung. Ich meine, die Leute können sich auch irgendwie gar nicht vorstellen, wenn ihr seht, oh, wir hatten Eis, wir hatten Schnee, wir hatten Eiswarnungen, Schule war das Jahr so, wenn's Eis, wie kann es dann das durchschnittlich wärmste Jahr überhaupt gewesen sein? Aber wenn dann das ist Lützeburg, wenn dann noch die ganze Welt guckt,
das schon komplett zu vergessen. Also das sowieso ein Scheibe. Ja, genau, das ist für verschiedene Leute nicht zu verstehen. Also du setzt halt du wirklich zu verzweifeln, dann musst du dich auflenken mit irgendetwas anderem, weil du so das wirklich Glauben und Menschheit verlierst. Und da bist du froh, wenn dann aber Leute gehen, die es da gesagt, die sich wirklich dafür ersetzen und dann aber verstehen, um was es geht. Ich will doch schon klarstellen, es ist nicht davon überzeugt, dass der dein Scheibe ist. Weil wenn der dein Scheibe wäre, dann hätten Kerze längstens schon alles von der Scheibe raufgehalten, ob der Scheibe zu fangen war. Das war. Nee, also für das aufzurunden, ich filme mich tatsächlich so wie am Film Don't Look Up. Ich weiß nicht, was der gesehen hat. Wenn nicht, dann muss der gucken. Genauso filme ich mich. Und auch seitens der Medien, wenn du probierst, ein bisschen mehr komplizierte Sachen zu erklären, und dann geht dann nur im Interview oder wie auch immer geht er wiederholt, weil eigentlich gesagt ging ist. Und dann ist die Zusammenfassung ab ganz anders als gewesen, was du gerade gesagt hast. Oder es geht einfach die Sachen, die wirklich echt gemeint sind, die gehen nicht echt geholt, einfach ein bisschen die Gag drüber gemacht und hier und da. Allein wenn ich muss einfach so sagen, also RTL oder so, am Anfang von Painting Tornado gesagt, wäre Mini-Tornado. Wo ich mir denke, was für Mini-Tornado? Das war wirklich für ganz professionell zu sein, in F2-Tornado, in Multi-Vortex-Tornado. Das ist ein Tornado mit einem Hauptwirbel, mit vielen Wirbeln rundherum. Und das ist eine von den gefährlichsten Formen von Tornadoen überhaupt. Und das war auch der selben Tag, wo den E-Lake Festival war, wenn ich mich richtig erinnere. Und für die da sind die Distanzen absolut geneigt. Wenn die Zahl ein bisschen mehr spät oder ein bisschen weit südlich gezogen wäre und dann ein Tornado produziert hat, da wäre vielleicht wirklich Leute im Leben gekommen. Und das sind Sachen, das die Leute nicht bewusst oder ganz nicht rezent mir spät Beispiel war 2015 weiß ich noch der Weekend vom Rockefeller hat Wahrscheinlichkeit bestanden für lokalen Donner wieder mal Knüppelstein für 5 cm deckt natürlich noch so geschrieben gehabt mit Demos hatte ich eben noch nicht so die Fähigkeit der Leute mit allen Details richtig zu erklären, weil ich noch nicht gewusst habe, okay, die Leute, die lehnen der Toten an der Toten so extrem auf Gold vor, dass du nur so und du hast den Weltuntergang vorausgesucht. Und so war das den Moment der Fall. Und ich habe nie so richtig so gemeint, und am Endeffekt, die Donnerwelle, die kommen, mir sie Lunch gezogen, mir nicht so weit an der meteorologischen Dimensionen, hat das als wirklich das gestreift. Mit dann hörst du dann orangen Hitradio hier im Land, bin mal hören, ob es, wir sind durch Rockefeller gekommen, ohne Knüppelstangen, ohne Tornado, an unserem Hintergrund, dass so Sturmgeräusch angefügt, so wirklich die Gag mit mir auf Antennen gemacht, 2015, da müssen sie sich wirklich mal vorstellen, und sie glaubt mal, sie wollen nicht wissen, was geschieht wird, wenn das alles kommen wird, ein riesig, was Rockefeller wasch gezogen wird. Weil dann hat es geheischt, oh, das hat kein Mensch gewusst. Du organisierst auch Konferenzen zum Thema Klimawandel. Das heißt, du informierst, du bist wirklich der Beste für zu informieren auf verschiedenen Niveauen. Wo finden so Konferenzen statt? Für wen sind die? Als du Also das ist eigentlich für Schülerinnen, das für Schulen, wir waren schon ein Altersthema, wir waren bei anderen Organisationen, meistens, egal was das, die Leute, die melden sich die da interessiert sind, man dann noch Reklamen teilweise auf Social Media anzuführen. Und das ist nicht immer dasselbe, schon mal durchschätzen. Das ist so, einerseits sind Leute, die sich mehr daran interessiert, so einen Rund zu machen mit Leuten, wo ich dann einfach über die Menge Entwicklung schwätzen, über wie ich dann zum Wiederkommen sind, was ein Ding schaut aus, was man Haut machen und so viel. Das andere, das ist mehr so, wo man wirklich ganz über den Klimawandel schwätzen, Gefahren, die nochmal da mitkommen, wo man dann noch Statistikenweise wie Demos war, wie Tauders, wo man einfach generell so ein bisschen noch können mit den Leuten diskutieren, wie sie das Ganze dann auffassen. Und den edukativen Teil, das ist extrem, extrem wichtig, weil es gehen so viele Sachen eigentlich rund um Vierter, die ich fand, wo die Leute, oder noch Klima auch, wo die Leute müssten aber darüber Bescheid wissen. Ob man es ein ganz ein bisschen, und da muss ich wirklich die Amerikaner mal dran holen, weil die sogar die größten Laien, die eigentlich nicht schon wieder ob sie schon zu denen haben, die können da so und was das fängt wollig aus, für das sie wissen, okay, geschwind, fliegen wir Knüppelstein am Dauer und ich muss rausgehen. Die Leute wissen das vom Salven, das kriegen sie an der Schule beigebracht. Auch wenn wir halt ein bisschen anderes Klima haben, aber nicht, dass wir nicht so gefahren haben. Und ich fand, dass so etwas, was wirklich an der Schule gelehrt gehen, was die tatsächlich gefahren sind von all diesen Sachen. Aber wenn ich schon so hören, dass in der Schule heutzutage noch gesagt wird, dass ein Tornado eine Windrose ist, also sein Kompass raus, wo in dann all die Richtungen gesagt, dann geht mir teilweise ein Hut heisch, weil die Leute oder die Schüler, die Kinder, die gehen oben mit der Information heim, verhalten sich das Fleisch, das ganz Leben lang, also sind einfach komplett desinformiert. Und das ist ein Problem, fand ich. Du hast Wolle genug geschwärzt. Da kommen wir nur bei der Rubrik, wo wir am Vierfeld empfangen,
nie mat dee Leiit mat dee mar schwätzen drwer schwätzen. Quirky question. Philipp, ein ganz wichtig froh. Ja. Wann du eng Wolleg kennst sinn. Wann ich eng Wéi Wolleg kennst. eng Wolleg wärst du an 4 Watt? Hol der Zeit. Muss net direkt antworten. Weil gëtt jo puer der Wolleken. Zochte. Das ein ganz schwerer froh und ich hatte nie am Leben durch, dass ich irgendwann die Frau gestellt Was quirky? Denkt fix nur. Ja. einfach, Das ist auch noch okay, wichtig, stimmt. ich meine so einfach, es ist schon verschiedene Dinge, sind immens launisch. Du willst denken, ich will einfach ein Cumulus-Wollig, vielleicht können du da wieder draus, oder vielleicht nicht. Vielleicht fällt der Schlitt aus der raus Ja. oder du ziehst einfach weiter und hörst schüst eine schöne weiße Flagge um den Himmel gemacht. Ganz genau. Kannst du Ich mein, kurz das hat beschreiben, wie die Wolleg ausgeseit? Das du eng flach innerseits an Uwen das dann so wattisch bisschen. Ich meine an Deelweis an de Cannabis so als schäfsche Wolleg so beschrieben. Mir das wirklich du eng flach innerseits Uwen so wattisch an den we dann die meteorologisch Parameter sind gëtt dann dra ein Cumulonimbus Wolleg an dann klemmt die Wolleg bis ganz Robert ungefähr 12 Kilometer hecht, geht das an neen an dann hueten eng eben eng klassisch Donnerweder Wolleg. Merci. So, ich hoffe, du hast mir da nicht schon zu viel verroten oder am Laufe vom Gespräch zu viel verroten. It's quiz time. Wir sind bei diesem Quiz und da haben wir ja angefangen, einfach als Leute, mit denen wir schwätzen, zu fragen, sie sollen ein paar Fragen präparieren, ob die mehr dann antworten. Bei der kommt Frole wahrscheinlich aus dem Bereich wieder, den einen oder anderen wird sich daran erinnern, dass ich ein Deichter Vergangenheit an dem Reihe habe. Ein Deichter. Anna-Marike, unbedingt. ich ging... Cumulus Vergangenheit. Oh, schon mal ein Cumulonimbus. Ich ging erst zwei dann dort Antworten evaluieren. Okay. Okay, wir sind bereit. Anna, bist du bereit? Yes. Okay, also schon die echt froh ist einfach so ein ich meine der war schon ein bisschen gerade geschwart gehabt ein Generalfroh so wie eine Rolle spielt dann wieder so an am Leben so am Sinn von der Wichtigkeit von wie genau guckt das wieder wann da zum Beispiel am Dach als Maurice aus dem Haus geht oder guckt einfach das kurz irgendwo in ein ab wo der Bilder schon gesehen da geht raus oder guckt da sogar einfach so aus der Fenster oder was muss geschehen für das es wieder mir genau guckt. Also ich gucke immer wieder ganz genau, wenn ich an Vakanz fuhren, wo ich gerade gehe. Aber so am Alltag, ich meine, guckst du so erst auf, also ich gucke so erst auf Fenster und dann ein rausgehen aus Kast, frisch und ein Deckjacket und ein Dunjacket und Melo, ja, am Anfang bis heute nie wirklich, man wird das auch nie gesagt. Ich meine doch, ich bin wirklich Fan davon, für einen kurz rauszugehen und wirklich rauszugucken, ein Platz für ob der App. Ja, für mich geht es darum, den kann ein Griejacket tun oder nicht, weil ich nicht unbedingt so gut daran sind, dass es auch wieder gemäßig umgedreht sind. Ja. Und ja, in dem Sinn spielt wieder eigentlich keine so eine große Rolle. Meine Philosophie ist so recht, ja, da sind. Okay, wir schwätzen zwar gerade davon, dass es immer predictable ist und das natürlich ein ganz, dass ich nicht ganz genau kann wieder Prognose kann machen, aber ich bin auch Fan davon, dann einfach du happen. Ich muss so, wenn es Evenementer geht, wenn wir ein Viertel Musik organisieren oder ein Blumenfest, wo es schon wichtig ist, für zu wissen, wie gut wird, da guckt ihr schon mal mehr präzise. Ja, also da hast du gesagt von der Viertel Musik, mir von anderen Eventer. Auch da haben wir schon das Gefühl, die wären sich ganz richtig darüber bewusst, wie wichtig wir da halt so werden. Also wir haben verschiedene Klienten, die haben da mal ein bisschen gemerkt und die sind auch bei uns, wo ich mega froh drüber bin. Einerseits was hat denn der Loa, den Luxemburg Open Air. Mit anderen, die haben, da gesehen schon auf Instagram gesehen Storien, wo dann das die größte Rehen Blitzer schlug längs alliiert an. Und die laufen immer noch durch Freirad und Leute ohne irgendeine Sicherheitsmesuren. Und das kann nicht sein. Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, aber wie lange am Voraus kannst du Prävisionen gehen? Also, oder? Hängt davon ab, was für einen Sinn. Also, wenn eine Normalprognose ist,
nur für die nächste generell das sind so 2 bis 3 Dich also wo genau aus an am Idealfall hun dann halt muss Wetterlach wo man einen Hestruck hun an diesem anfasse voraus so muss am Sommer dann kann es ganz heiß do muss sogar bis zu eng Woche gehen wo das möglich ist mir wann du bist wie kompliziert geht man dann wieder an so 4 Runden dann gehst du ein Generalprognose raus für den Dach und dann guckst du sitzt am Anfang den ganzen Tag für dem Radar guckst ob nicht könnt was vielleicht gefährlich Kind gehen fit Leute und da reagierst du dann dementsprechend oder okay. Und dann ich hatte ganz kurz für drunter gespart dafür so sein allgemein wissen froh Fleisch tut das schon mal her ich meine die Jan wissen besteht nicht schon einfach so geholt gehabt weil das ein Unterschied tischt enger Windhose an einem Tornado A ein Windhose aus mich schwach B das salwischt C ein Windhose göttet schüsst Wasser so Bärsenmonate. Ich hatte verstanden, dass Windhose komplett falsch ist für generellen Tornado, der gar nicht so klein ist, zu beschreiben. Kannst du nachher A wiederholen? Also A war ein Windhose aus mich schwach. Ja. Ich meine A. Okay, also da ist gesagt B, das kann man nicht sehen, B ist richtig. B, das genau das salwischt Windhose ist einfach so ein deutscher Begriff, der ganz gerne noch in den Medien benutzt wird, für das Phänomen ein bisschen zu du hast viel drunter von der Windrose ja, das war Windrose ja. Hallo, sind wir bei? Windhose. Auf falscherweise Hose, geteilt so Hose, ein okay. ein Tornado dann wann sie will Windhose so und geht dann gerne Windrose gesagt was gut nicht mal dazu dir nicht Das heißt eine Windhose aus also auch ein Tornado auch ein Tornado. Deutsch steht für Tornado. Und ich hatte geschrieben gehabt als Antwort C eine Windhose geht schützt Wasser das war vielleicht falls sie ein bisschen Idee drüber gehabt hat aus sein ja knifflig Sache gewesen weil beim Wasser geht dann ob Deutsch ein Windhose oder ein Tornado im Moment geht dann ein Wasserhose genannt tatsächlich auf Deutsch klingt das ein bisschen witzig komisch teilweise mir all die Phänomene sind im Ballfall Tornado Wasserhose. ja Oder? ja Ich wäre mehr Wasserrock, Englisch. ja schon ein dritt ich meine das muss eine Idee gehen von einem anderen mehr ist noch von hey Wie sind nicht schuld in der Dutter froh? ja Okay. wie hecht den Sensor mit dem in den Wand müsst also A den Anemometer B den Argastometer oder den C Aiolometer Aiolo klingt gut für Essen. Aiolometer. Lecker die ich 2? dat E das Anemometer an de B als Argastometer Oh crap. Also ich hatte ihm wirklich die wo schon gefreut hat ob neueste Quiz präparieren kann ich hatte ihm ganz ähnlich Na, wie seht ihr Wand auf Lateinisch? Ich gehe mal A so weil B da kann nur ein B sein Ich so B. okay dann das A ist richtig für Anemos der Tisch nämlich Wand und du wenn das ein Anemometer Griechisch. ja den Sie sind Anemometer viel griechische. ja ganz viel also das Umfang baut vieles darüber ab eigentlich also du beginnst so Begriffe und du weißt am echt Moment wo das überhaupt griechisch aus ja Bon, vielmals merci für die interessant frohen mehr hun großen Tür gemacht wir sind noch schon ein gut Zeitchen in der W ich menge mehr sprengen den normale Kader von also Job das ganz lieb merci für Geduld dir merci für das Flottgespräch also mehr Halle fest der schafft und einer neue Homepage und einer neue App du bist weil nicht nimmen just regelmäßig mit einer Chronik Radio 100,7 zu hören mehr finden dich auch am Terreblatt 10. März mit wieder Prävisionen für Lützeburg für alldach du schaffst neue Ideen für Kontinu an den Social Medien schon mal noch plattformübergreifend ja überall ja. Wir wollen überall sehen Moment dass du mehr so Facebook Instagram und so viel wir wollen gerne wirklich überall also TikTok YouTube und einfach für das da doch weitergeht für das auch die Jungleute die kommen dass die eben auch von den Informationen können profitieren und eben so wahrscheinlich dann Leben noch können vereinfacht kriegen. Aber mal aber muss nicht das Fenster aufmachen und rausgucken mehr ob eine App wer muss man dann benutzen
Ma das natürlich Meteobolet. App Store und am Play Store mir nach gesagt ziemlich aufhängerhaft aus, du wennst schon so aktuell gar nicht mehr so richtig gern. Den einzigen Plus, den dadurch schwer, dass du den Push-Nachrichten durchstehen, dann Newskrits, mehr Woche eben Warnungen, mehr du nur wenn die neue App dabei ist, dann kann ich auch für mich selbst bewusst über die App schätzen. Ladies, wir müssen also eine kleine App für unseren Podcast evaluieren. Oh ja. Und gucken, ob wir dafür das Budget zusammen kriegen, weil das auch nicht, was da einfach so aus der Hand setzt. Das sind alles Sachen, dass, wenn ihr nicht so voll dran ist, die geben dann wirklich gerne mal unterschätzen. Mir egal, was ihr so mögt an dem IT-Bereich und so, das direkt mit Unsummen teilweise verbunden und Kosten. Und, ja. Das bleibt mir einfach bei so einer kleiner Plattform, die also Podcast auf all die anderen Plattformen verdeelt, mit der wir ganz zufrieden sind und schon hinter 3 Jahren gut zusammen schaffen. Hashtag #MinutMashup für euch an den sozialen Medien zu finden oder zu kontaktieren. Die Links iwwer zugehen aus diesem Episode von der Wirma an de Shownotes entweder ënner der am Podcast oder op minute-biosphäre.com. Also nächste Rendezvous dann en Mai, du gehtt an eng einer Schmelz, also der Schmelz, du geht dann rëm enke an eng Schmelz, soviel sie schon verroden. Merci Philipp, dass der Eishai an dingen Büren empfangen hues. Hat mich gefreut, immer gern. Alles Gute dir. Toi, toi. Merci für das flotte Gespräch, bis geschwind. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.